Merci, Herr Chamberspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da der steht für ein nationales Gesundheitssystem. Und das ist immer als Salarié an alle Independenten automatisch und obligatorisch affiliiert und versichert. Und noch als Doktor, den zuletzt praktiziert, muss obligatorisch, aber an Eisen nicht wie der Moment, dass automatisch konventioniert sind. Ich meine, da sind wir uns Herbannen auch alle eins. Nach Jahren von Immobilismus am Gesundheitssektor muss eine große Reform auf den Tisch. Wir brauchen einen neuen Dynamismus, neue Berufsbilder, neue Methoden, neue Relationen zwischen Akteuren im Terrain und den Patienten. Wir brauchen vielleicht auch neue Gestionsformen an Organismen von der sozialen Sicherheit. Was sich bewährt hat, muss können bleiben. Was aber nicht mehr auf der Höhe von den Herausforderungen ist, muss modernisiert gehen. Wir brauchen einen Dialog und einen gegenseitigen Respekt zwischen allen Institutionen, Strukturen, Berufe und Karrieren, zwischen Patienten und Doktoren, zwischen dem Spidolsektor und dem Nicht-Spidolsektor, für sehr effizient und konsequent all die wichtigen Änderungen zu bestimmen und durchzuführen, die das Gesundheitswesen so dringend braucht. Wir wollen den Dirigismus und Zentralismus am Lützeburger Gesundheitswesen abbrechen, für die liberale Medizin zu stärken. Doktoren müssen mehr Möglichkeiten und mehr Flexibilität bei der Ausübung von ihrem Beruf kreieren, für medizinische Services an ihrer Praxis anzubieten und umzusetzen, so wie das auch im Ausland möglich ist. Doktoren, die das envisagieren, sollen endlich die dafür nötige Tarifordnung und Sozialsicherheit kreieren. In dem Sinn soll die liberale Medizin keine unnötigen Hürden aufgestellt kreieren. Diskussionen um das Remboursement immédiat haben schon mehr als einmal gewiesen, dass das an die Regierung probiert, aus den Doktoren ein Genre von Salarié von der Gesundheitskasse zu machen, am Platz an ihrer Unabhängigkeit zu respektieren und ihnen zu erlauben, eine liberale Medizin und einen liberalen Beruf zu praktizieren. Es gibt an dem Kontext sicherlich ein paar Fragen, die müssen geklärt gehen. Wir als der wollen, dass das sehr und am Sinn für allem vom Patient und vom Doktor geschieht. In dem Sinn will der, dass auch endlich die Nomenklatur angepasst und modernisiert wird, was dem Patienten so gut kommt und den Beruf vom Doktor nicht mehr attraktiv macht. Gesundheitskasse soll weiter paritätisch für Salariat, Patronat, Gesundheitsdienstleister und Staat gefördert gehen. Prioritäten müssen am Interesse vom Patienten und von der allgemeinen Gesundheit geholt gehen. Für das zu garantieren, sollen noch endlich Doktoren, aber auch das Syrien, weil sie schließlich hier suchen an unserer Gesundheitskasse, in Zukunft eine adäquate Vertretung an den Instanzen, notamment dem Verwaltungsrat von der Gesundheitskasse, kriegen. In dem Sinn ging ich ministerisch sehr konkret fragen. Die schreibt am Koalitionsabkommen Kapitel Sozialsicherheit direkt als erster Satz: Le mode de fonctionnement et de financement, ainsi que la gouvernance de la Caisse nationale de santé seront mis à l'examen. Wo sie mir darum hat einer Sichtung, was sind die Schlussfolgerungen? Und was sie dir, Madame Minister, darauf sie gewollt, zu verändern, und wie? Sollte es nötig sein, auch am Kader vom verantwortlichen Wurstem Budget nun zu passen, dann muss das für uns alle aber über die Recetten gemacht gehen. Wir müssen uns alle gut vorstellen, welche Medizin wollen wir? Wenn wir als Gesellschaft eine moderne und hochqualitative Gesundheitsversorgung wollen haben, dann müssen wir alle auch bereit sein, unseren Beitrag zu leisten. Es darf zu Lützeburg keine Zweiklassenmedizin mehr gehen. Ja, die hat richtig verstanden, es darf sie nicht mehr gehen. Wir haben heute eine Zweiklassenmedizin. Wir haben, wenn es den auf die Spitze treiben ging, sogar eine Dreiklassenmedizin. Erstens, die sich können leisten, haben eine Zusatzversicherung, gehen an das Ausland und können sich Doktoren heraussuchen und kriegen in kürzester Zeit ein Rendezvous. Zweitens, Grenzgänger. Die können sowohl hier wie in ihrem heimischen Land bei den Doktor. Da überhält entsprechend hier Nationalkranken- oder Gesundheitskasse und die verraschen dann global die Kosten mit unserer Lützeburger Gesundheitskasse auf. Drittens, die weder Grenzgänger sind, noch zu schlechten können, aber brav an unserem Lützeburger Gesundheitssystem auf ihre Rendezvous werden und bei den Doktor gehen, wo sie überhaupt noch ein Rendezvous kriegen. Herr Chamberspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, als ADR fordern wir, dass wir heute zu Lützeburg all unseren Assyrien Zugang zu einer erstklassischen Medizin anbieten können. Dafür brauchen wir unter anderem endlich Gesetz über Doktorgesellschaften, wo Doktor noch möglich muss sein,
für am Salariatsregime zu schaffen, war doch viel Jungdoktoren hautdags frohen für allem Umfang von ihrer Karriere. Eine fundamentale Revision von der Nomenklatur, eine paritätische Vertretung am Verwaltungsrat von der CNS, inkluden Doktoren an den Assyrien, eine komplette Transparenz und eine detaillierte Abschlüsselung von den Finanzen von der Gesundheitskäse und der Staatshilfen, ein obligatorisches Konventionnement ohne Automatismus. Wir müssen heute nicht zur Drehschrift gehen für ausländische Strukturen, die von unserem System profitieren, das wir für allem an der Zahnmedizin kennen. Ich sage nicht merci. Merci vielmals, Madame Schoß.